gegen den Abend mehr Wolken und am Sonntag kommt es regnen und dann kommt der Virus zum Petrus. Ja, den kannst du jetzt wirklich nicht bringen. Nein, den kannst du jetzt wirklich nicht bringen. Nein. Das kann ja gar nicht sein, so etwas. Wir müssen die 75. Ausgabe von «Büsi Zeptin» leider mit einer schlechten Nachricht anfangen. Auch der Held der Nation ist nicht unverwundbar. Der Leiter übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, Daniel Koch, ist heute mit einem Pflaster an die Medienkonferenz gekommen. Das Pflaster ist, weil ich in eine Türe hineingelaufen bin. Auch mit einer Kopfverletzung bleibt Daniel Koch natürlich unser nationaler grosser Held. Und direkt hinter ihm kommt der Peter. Falls es jemandem während dem Homeoffice zu langweilig wird, dann hat Peter hier ein paar Übungen parat. Er geht nicht mehr gross aus dem Haus und macht fleissig seine Übungen auf dem Trampolin im Büro. Here I am at Camp Granada. Der Peter bleibt so in dieser schwierigen Zeit fit, schreibt er uns. And they say we'll have some fun if it stops raining. I went hiking with Joe Spivey. He developed. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber seit ich jeden Tag da selber daheim muss kochen, bin ich doch ab und zu mal froh um einen Input, was man sonst noch so essen könnte. Und das Gänseblümchen, das veredelte Gänseblümchen, ist auch essbar. Das heißt, die Blüten kann man runterzupfen, kann man essen. Das kann ich essen? Ja, selbstverständlich. Wieso jetzt das plötzlich? Schmeckt gut. Und schon ist weg. Schon ist weg. Die Corona-Isolation bringt die Menschen langsam aber sicher zum Austicken, wie hier auf dem Land, wo wegen eines Mannes ein ganzes Polizeibataillon ausrücken musste. Hansen, der Mann gesehen, wie er rausgekommen ist. Er war nackt, er hat nur ein T-Shirt angehabt. Das ist nicht schön. Ich weiß auch nicht genau wieso. Also, es ist mit viel Liebe sicher bestückt. Und er hat einen Kasten voll Bier in der Hand. Juhu! Bier! Der ist nach vorne gelaufen, hat den Kasten voll Bier vom Polizist abgestellt. Und dann sind alle auf ihn draufgerannt, haben ihn umgeworfen, sind überwältigt. Ja, das ist selber gefickt. Angezündet. Bei der Würenhalle Zappenzell setzt eine unbekannte Person die Nacht ein Velo bei einem Unterstand in Brand. Ich will da nicht irgendwie jetzt quasi sagen, es sei nicht gut gewesen, weil es ist absolut Ja gewesen. Aber es ist nicht so toll gewesen wie die anderen Sachen. Er war nackt und hat einen Kasten voll Bier in der Hand. Gib mir noch mal 2 Wochen und dann bin ich ungefähr auch an diesem Punkt. Vorher mache ich mir allerdings jetzt wirklich noch so ein bisschen Sorgen um meine Frisur. Das wird langsam dramatisch da oben. Und da geht nicht nur mir so, auch im Fernsehen suchen sie Lösungen für das Problem. Was gibt Schöneres als 2 Moderatoren, die sich genüsslich dissen? Ich bin gespannt, wie das in 2-3 Wochen, vielleicht 2-3 Monaten ausschaut. Soll ich den Bartschneider mal mitnehmen? Bitte schön, hast du einen Bartschneider zu Hause? Irgendwo würde ich vielleicht den auftreiben können. Okay. Ja, danke, du Lieber. Du bist so süß. Eigentlich wollte sie ihm das sagen. Arschloch. Auch die Schweizer haben ihre Flausen im Kopf. Habe ich meine Ex-Freunde eingeladen oder warum liegen da 2 Lappen? I break together. Ah nein, das ist für die erste Übung. Wir machen Mountain Climbers. Ich schnall mir die dafür an die Füße. Das Ganze macht ihr ungefähr 2 Minuten lang oder 8-mal Happy Birthday. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe saubere Wohnung. Ja, in diesen Zeiten sind wir alle irgendwie nicht ganz normal. Speziell jetzt wünschen sich viele einen Partner, obwohl sie gar keinen haben. Lieber Datepartner, du hast den Jackpot heute gezogen. Nein. Ich bin nicht nur einigermaßen anzuschauen, sondern sicherlich auch ein interessanter Gesprächspartner. Ja, wahrscheinlich nicht, behaupte ich jetzt einfach mal. Auch The Voice of Switzerland ist diese Woche zu einer Art Dating-Show gekommen. So, lieber Noah, jetzt musst du dich entscheiden. Nimmst du Meo mit, der mit viel Luft und Liebe singt? Was laberst du? Oder Marina, die ab und zu das Mikrofon vergisst, aber trotzdem eine super solide 100% Leistung gebracht hat? Oder Kandidatin Nummer 3? Ja, ich bin die Tanja Stoß. Ich bin in Geildorf geboren und arbeite zurzeit in der Kondomerie. Das war ein ganz emotionales Erlebnis. Total emotional ist es diese Woche natürlich auch wieder bei Germany's Next Topmodel gewesen. Oh nein, die GNTM-Gören beziehen mal wieder eine riesige Villa.
wirklich wow, wow, wow. Ist vorbei? Mit dem Geschrei ist's vorbei, doch mit Liana noch lange nicht. Oh, das ist mein Liebling. Oh mein Gott, guck mal, Larry. Oh, ich werde so geil aussehen. Das war ein richtig bitchiger Satz. Oh, ich werde so geil aussehen. Oh mein Gott. Lianas Wunsch nach dem Geil-Aussehen wird wenig später Folge geleistet. Hey, wow, wie die das gemacht haben. Ein großes Dankeschön an Heidi. Dieser Lacher hat so etwas von gepasst. Schön, ich sehe aus wie... I'm supposed to be beautiful. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten von Tamara und Liana ist ihre Vorliebe für trendiges Denglisch. 5 Chancen sind nicht viel, aber die Chancen sollte man taken dann. Und ich werde einfach... Die Chancen sollte man taken. Full Energy. Die Chancen sollte man taken. Holla, die Waldfee. Ja, eins hin, kein Spider. Das habe ich übrigens auch gedacht, als ich das hier gesehen habe. Das ist ein Sprichwort. Ich habe keinen. Hast du ja einen? Zwischen Gipfel und Gumme, Liter Blaugrä am See, im Sommer im Wasser, im Winter im Schnee. Chili und Bratkäse haben wir bis genug. Das ist das, was unserem Lungerer Herz geht. Preis. Preis. Dann folge ich nach Michi. Und that's it. Genau, also etwas haben wir noch. Einen kleinen Corona-Song. Mit seinem Corona-Schottisch zaubert der Paul Flück trotz der Corona-Krise manchem ein Lächeln auf die Lippen. Corona, machst unsere Laune, hey, du nervst, bist nicht willkommen da. Corona, lass uns in Ruhe, pack deine Tröpfe, du kannst jetzt gehen.